Herzlich willkommen beim zweiten Teil von Fallout 4, die Zeitlinie, die ich beschreiben werde in der Produktion dieses Riesenprojekts. Nachdem wir wieder heraus sind aus dem Institut, werden wir die Bruderschaft, die Railroad und das Institut selber bis zu 3 bestimmte Punkte spülen. Die stählerne Bruderschaft werden wir bis zur Aktivierung Liberty Primes machen. Bunker Hill ist Railroad, da bin ich mir aber noch unsicher wie, wo, was, wo, wann. Und beim Institut bin ich mir auch noch unsicher. Danach mit den Minutemen ab ins Institut. Im Institut dort aufräumen für die Railroad. So viele Synths wie es nur geht lebendig rausschaffen und danach das Institut vernichten bzw. den Vater und seinen Sohn töten. Sobald wir das Institut vernichtet haben, werden wir zurückkehren in die Burg und danach den guten Preston ansprechen für den weiteren Feldzug, den wir mit der Vernichtung des Instituts gestartet haben. Wenn ich mich recht erinnere, lauten des Prestons Worte in der Art wie: General, es wird Zeit, dass wir uns um die Bruderschaft kümmern. Das heißt, Preston erteilt den Befehl für den Angriff auf die Pridwen von der Burg aus, wenn 9 Artilleriegeschütze im Commonwealth in der näheren Umgebung zur Pridwen hin verfügbar sind. Wenn dieses Massaker, sage ich jetzt einmal, fertig ist, wird die vorletzte Phase des Let's Plays beginnen. Wir reisen zurück nach New World, werden die Raider-Fraktionen im Park aufteilen, werden New World aktivieren und kehren dann zurück ins Commonwealth, die Siedlungen als Raider anzugreifen, werden die Siedlungen dann übernehmen. Wir werden uns mit den Minutemen auseinandersetzen als Raider und werden, je nachdem wie es dann funktioniert, das weiß ich nämlich noch nicht, auch Preston töten. Ich habe eine Mod gefunden, mit jener wir das veranstalten werden. Nun muss erst schauen, wie das funktioniert. Das heißt, speichern, laden, speichern, laden. Danach die letzte Phase dieses ganzen Let's Plays, die Psyche unseres Charakters und der unausweichliche Selbstmord des Charakters. Wie ich das dann machen werde, das weiß ich noch nicht, da das ein bisschen eine Schneidarbeit wird. Und immer da auch ein bisschen Zeit nehme, dass ich das alles relativ gut hinbringe. Also dieses Let's Play nimmt jetzt schon Ausmaße an, das ist gigantisch. Derzeit bin ich beim Schwierigkeitsgrad sehr schwer. Ich würde gerne in den Überlebensmodus gehen, was aber für Let's Play C werden könnte, weil es keine Schnellreise gibt. Das heißt, wir müssen ganz vom Norden ganz in den Süden spazieren. Wir werden das auf sehr schwer belassen. Was du aber in diesem Let's Play dann auch noch sehen wirst, da wir extra Dings machen, da suchen wir dann eine Siedlung aus. Ich möchte die Arenas aufbauen, die es gibt. Das möchte ich jetzt aber alles noch machen in der Minuteman-Phase oder in der derzeitigen Phase noch Fahrhaber. Das wirst du dann alles noch sehen. Und somit kennst du meine Vorgehensweise in den ganzen Let's Play. Und ich hoffe, ich habe da ein bisschen einen Einblick sagen können. Und wir hören und sehen uns dann wieder. Macht euch auf ein langes Let's Play gefasst. 2020 geht es jetzt sicher noch weiter, 2021 hinein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und Baba.
Warum gratulieren? Warum gratulierst du mir? Ist ja nicht so, dass du gehen darfst. Ehrlich gesagt, kenne ich dich noch gar nicht, Boss. Tut mir leid, ich bin so nervös. Sollte nicht respektlos sein, Boss. Ich weiß nur nicht, welchen Stand ich bei dir hab und will dich nicht verärgern. Das und, naja, wir haben uns alle schon gefragt, wie du diesen Ort führen würdest. Also, das ist jetzt deine Show. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du könntest einfach wie Coulter weitermachen. Oder aber du könntest, tja, also die Raider beseitigen, wenn du nicht so ganz damit einverstanden bist, wie es läuft. Wow. Ich habe gerade zum ersten Mal gesehen, wie sich jemand sein eigenes Grab schaufelt. Okay, verstanden, Boss. Bleib locker. Es gibt keinen Grund, sauer zu werden. Vergiss einfach, was ich gesagt habe, okay? Naja, ich bin das, was hier einem Arzt am nächsten kommt.